Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus und die Liebe von Gott dem Vater und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist ist mit uns allen. Amen. Herzlich begrüße ich Sie zum heutigen Ostergottesdienst. Wir feiern zusammen die Auferstehung von Jesus Christus, das neue Leben von ihm, das so stark ist, dass es tut, auf uns abfärben. Ich lese den Osterbericht aus dem Lukas-Evangelium. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen die Frauen zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen die Engel zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Jesus ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den 11 Jüngern und den übrigen allen. Mehrere Frauen haben am Morgen vom Ostersonntag im Jahr 30 nach Christus den Leichnam von Jesus mit wohlriechenden und wertvollen Öl einbalsamieren. Aber dann ist es ganz anders gekommen. 2 Engel sind im Grab, in dieser Grabkammer von Jesus gestanden und haben die Engel haben die Frauen gefragt, was suchen ihr, der Lebendige, bei den Toten? Die Frauen haben Jesus im Grab gesucht. Sie haben gemeint, er sei tot, aber er war nicht mehr dort. Denn Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Jesus ist auferstanden von den Toten, er lebt. Er tut heute noch wirken, er ist heute erfahrbar. Jesus Christus redet zu uns durch die Bibel und er ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Er spricht auch in unsere Gedanken hinein, wenn wir zu ihm beten. Furcht hat die Frauen in der Grabkammer erfüllt, wo sie plötzlich die beiden Engel gesehen haben. Doch Gott hat ihre Furcht verwandelt in Freude über die Auferstehung von Jesus. Auch viele von uns haben momentan Angst und Furcht, aber nur wir Schweizer nicht gern über das reden. Wir haben vielleicht Angst vor einer unkontrollierten Ausbreitung vom Coronavirus oder wir haben Angst vor dem Verlust von unserer Arbeitsstelle oder wir haben Angst vor finanziellen Einbußen wegen der Kurzarbeit. Oder wir haben Angst davor, dass wir unsere geplanten Ferien nicht durchführen können. Oder vieles mehr macht uns auch Sorgen. Und die frohe Botschaft von Ostern lautet, dass Jesus Christus den Tod, unsere Sünde und unsere Angst überwunden hat. Wegen dem müssen wir keine Angst mehr haben vor unserem eigenen Tod. Jesus hat uns in Zukunft ermöglicht, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Unsere Sünde tut uns nicht mehr länger trennen vor dem heiligen Gott. Jesus Christus hat wieder den Weg zurück zu Gott bahnt. Seit der Auferstehung von Jesus wissen wir, dass wir nach unserem Tod ewig werden im Himmel bei Gott in der ewigen Herrlichkeit weiterleben.
Das Unheimliche an dieser ganzen Corona-Krise ist unter anderem die Anzahl von Menschen, die täglich am Coronavirus sterben. Wenn ich so in der Zeitung lese, dann komme ich regelrecht das Gefühl über, dass die gegenwärtige Kultur es verlernt hat, mit dem Tod von geliebten Menschen umzugehen. Das kommt meines Erachtens daher, dass Jesus Christus und die Bibel immer mehr an Bedeutung verlieren beim grossen Teil der Bevölkerung. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass es nicht das Schlimmste ist, wenn Menschen sterben, sondern dass es das Schlimmste ist, wenn Menschen sterben ohne den Glauben an Jesus Christus. Weil Jesus uns die Vergebung anbietet von unserer Schuld und uns damit ein neues Leben mit einer persönlichen Beziehung zu Gott freigeschaufelt hat. Und Jesus verwandelt die Angst, die wir haben, verwandelt er in Gottesfurcht. Wenn wir an Jesus Christus glauben, an unseren persönlichen Herr und Heiland, dann tun wir Gott ehren, weil Gott, der Vater, zeigt uns seine Liebe in dieser Auferstehung von Jesus Christus. Das ist das grösste Wunder, das es je gegeben hat, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass er uns begegnet, dass er uns zu sich zieht. Und die Liebe von Gott überwindet den Tod, unsere Sünde und unsere Angst. Die Botschaft der Engel gilt auch uns noch heute. Wieso suchen ihr den Lebendigen unter den Toten? Jesus ist nicht da, er ist auferweckt worden. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Wir beten zusammen. Ich lade alle ein, ins Gebet mit einzustimmen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Herr, wir bekennen dir, dass wir oft Angst haben, weil wir nicht wissen, was unsere Zukunft wird bringen. Wir bitten dich, dass du auch in unserem Leben Wunder wirken, dass du unsere Furcht in Freude verwandeln und dass wir von dir die Hoffnung aufs ewige Leben erhalten. Wir bitten dich für alle, die momentan Halt suchen und ihn noch nicht finden, dass du dich ihnen zeigen in deinem Wort von der Bibel und mit deiner Liebe. Wir bitten dich für alle Menschen, die Ostern nicht feiern können im Kreis von ihrer Familie, sondern die Dienst leisten auf unterschiedliche Art und Weise, dass sie trotzdem dürfen ein unvergessliches Osterfest feiern. Alle unsere Gebete fassen wir zusammen in unser Vatergebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle kann ich auch noch ein paar Informationen weitergeben. Herzlich danke ich Mike, der geholfen hat, das Video aufzunehmen. Die Kollekte, die wir zusammenlegen in diesem Gottesdienst, ist für den Verein Adonia mit Sitz in Brittnau. Adonia bietet verschiedene Camps für Kinder und Jugendliche an, in denen sie ein christliches Musical einüben können. Im Herbst werden sie auch wieder nach Lüttwil kommen und das Musical aufführen.
Ich empfehle Ihnen die Kollekte ganz herzlich und danke Ihnen für alles, was Sie spenden. Kontoangaben finden Sie auf unserer Homepage www.kirchengemeinde.ch oder auch auf YouTube bei den weiterführenden Informationen zu dem Video. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten, dann können Sie das gerne machen unter meiner Telefonnummer 062 767 60 90 oder via E-Mail michael.freiburghaus@kirchengemeinde.ch. Ich freue mich sehr über Ihre Rückmeldung. Ich spreche den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.